grüß dich zurück bei PES 2017. Wie du siehst, wir sind heute unterwegs in einer etwas anderen Aufgabe. Transferverhandlungen geleugnet. Wir werden natürlich uns von unserer derzeitigen Mannschaft keinen Spieler hergeben. Die Mannschaft ist gut benannt, sie spielt gut miteinander und ich sehe nicht ein, warum wir da was tun sollen. Und wie du siehst, wir sind 5 Punkte vorne in der Tabelle, also von dahin her gibt es eigentlich nichts, über was wir uns aufregen dürfen. Gut, und zwar, wir werden heute eine kurze Episode machen. Auch aus zeitlichen Gründen. Es ist heute Sonntag, der 9.5. um 14.30 Uhr und ich möchte diese Episode ja eigentlich so schnell wie es geht auf YouTube bringen. Gell? Und wie du im ersten Intro gesehen hast, derzeit spinnt meine Elgato um und ich weiß aber nicht warum. Traurig, traurig. Ja, es ist momentan zum Schreien bei mir daheim mit der Technik. Gut. Und zwar, wir gehen jetzt einmal an. Zu beobachtende Spieler. Lolo 66, defensives Mittelfeld. Kozak aus Usbekistan 23. Warte mal kurz. Entwicklung rückläufig, also den können wir schon mal ausschließen. Gell? 31.01.2020 in Entwicklungsphase. Zarte 23 jung, der Herr Kozak aus Usbekistan. Nur das sucht sich geil an. Und der Herr Tierney, oder wie man dazu sagt, keine Ahnung, in Entwicklungsphase. 19 Jahre jung, 67, linke Seite Verteidigung. Und das sucht sich mal nicht schlecht an. Warte mal kurz. Obwohl ich ja gestehen muss, na, du hast jetzt mal gesehen, was wir da haben. Die Schwachstellen stärken. Dann haben wir da 3 Tormänner zu beobachtende Spiele. In Leon 24 in Entwicklungsphase. Ja, scheint mir ein kompetenter Mensch zu sein, wenn ich so sagen darf. Den Herrn Castro auf Höhepunkt in 29. Nö, das da ich sagen, belassen wir wieder, gell? Und dann der Mohammad Said. Wenn du ihn kennst, ist es in Ordnung. Wenn nicht, muss man vorstellen, ich kenne den nicht. Tut mir leid. 68, 21 Jahre jung und in der Entwicklungsphase. Das sucht sehr geil an. Ja. Ich hätte gesagt, der steht einmal groß auf unserer Liste. Wie das abläuft, von wegen, dass du da mitgestalten darfst, einfach ab in die Kommentare damit. Und wenn du in der Kanalinfo schaust, gibt es eine E-Mail-Adresse, da kannst du mir auch was hinschreiben. Für das ist diese E-Mail-Adresse eigentlich gedacht. Okay. Gut. Wir gehen da in die bestimmte Region ein. Wir werden da nochmal schauen, was wir da haben. Wir haben da den Herrn Buikorb, der Buikorb, der Korb Buik, keine Ahnung. 23 Jahre jung, in Entwicklungsphase. Wucht sie auch nicht so schlecht da, im Sturm fuhren. Ja, und da haben wir dasselbe Debakel. Der ist aber auf Höhepunkt mit 27 Jahren. Also der dürfte eigentlich rein theoretisch ausscheiden. Naja, es ist halt was der, gell? Also wie gesagt, du hast jetzt mal die 3 Scouting-Anweisungen gesehen, was wir da zur Verfügung haben. Ansonsten stellst du halt kurz einmal auf Pause und dann schaust du dir das an. Mein Team. Ich hätte gesagt, dass du jetzt mal Bescheid weißt. Du hast jetzt, wenn du da ein bisschen schon länger dabei bist, oder wenn es dich interessiert, brauchst nur ein Match zurückschauen oder die da mal kurz durchschauen, drückst halt auf Pause und dann schaust halt mal, was wir da für Spieler haben. Ich lasse das jetzt mal kurz durchlaufen und es gibt im Prinzip eigentlich über die Mannschaft, wenn du das noch nicht kennst, nicht viel zum Sagen. Im Prinzip bis auf Na, bis auf einige Spieler ist es eigentlich die gleiche LP-Mannschaft, wie ich es schon einmal gehabt habe. Vor einigen Jahren, keine Ahnung. Und sie ist so eigentlich sehr gut benannt.
Und da im Prinzip braucht man jetzt eigentlich nichts da. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten die Mannschaft im nächsten Spiel, die Aufstellung ein bisschen verändern. Das ginge. Wir könnten die Spieler, die da mit 57 grundeln, weil du siehst, viele sind ja schon über 60 Punkte, dass wir die öfters mit aufnehmen in die Aufstellung und dann spielen lassen, damit die arme Viere kommen, gell? Ansonsten tut sie da auch nicht viel. Die Jugendmannschaft, was haben wir denn da alles? Der Augustin in Entwicklungsphase. Den könnte man auch des Öfteren einsetzen. Warte mal. Verpflichten? Anscheinend ist ihr Kader zu groß geworden. Okay. Sobald wir wissen, wenn wir entlassen, nehmen wir ihn noch auf, gell? Und ich kann da nur empfehlen, wenn wir jemanden aus der Jugendmannschaft nehmen, gell? Mit diesen Spielern, die ich da jetzt zeige, mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. In Augustin, den kenne ich glaube ich schon. Siegenkude ist verdammt gut. Wenn du einen Namen siehst, dann musst du es bitte sagen, gell? Dann, was haben wir gesagt? Der Siegenkude, Karl Nazim, der ist super drauf, was ich mich so erinnere. Gure, ja, du siehst den Namen selber. Und dann war noch Elmanowski. Elmanowski, auch eine gute Wahl, wenn wir uns den holen. Wir können es auch so machen, dass wir aus der eigentlichen Hauptmannschaft 3-4 entlassen, die für uns persönlich jetzt gesehen ja, für den Hugo sind und können da auf 3-4 zurückgreifen. Weil wie du siehst, Transferbudget hätten wir noch knappe 3 Mille und Gehaltsbudget hätten wir auch noch ein bisschen eins zur Verfügung. Und haben wir dann noch einen, an den ich mich erinnere? Nö. Wie gesagt, ich hätte da zur Auswahl, warte mal, wo waren denn der jetzt da? Genau, Elmanowski, Gurek, Karl Nazim und Siegenkude, der war auch nicht so schlecht, und den Herrn Augustin, Österreich, yes baby, genau so ist es. Okay. Ansonsten Spielerliste, andere Vereine. Ich meine, unsere Mannschaft ist ja schon viel zu groß. Prinzipiell könnte man eigentlich jetzt momentan, was das angeht, nicht viel machen, gell? Ich werde jetzt eine Zeit lang warten. Scouting, können wir da noch irgendwas tun? Sturm, wir könnten da einmal schauen. Und zwar aktivieren. Wir nehmen einmal die Verteidigung. Erwägen, zurückweisen. Genau. Also, dass im Budget liegt. Ich meine, er hat zwar da schon 2 Vorschläge, gell? Warte mal kurz. Aber wir werden. Ja, der ist auf Höhepunkt, der ist uninteressant. Bolivien, das ist der Herr Buikorb, genau, den haben wir schon gehabt. Jetzt wird uns noch was für die Verteidigung suchen, für den Torwart, als Torwart, da haben wir wie vorhin schon erwähnt, in Leon, Castro und in Said. Muss da ein bisschen durchschauen, genauer. Und, wie gesagt, Spielerliste. Okay, das passt. Und mein Team, da, wie gesagt, wenn es ist, wir kennen die 3 oder 4, was da Nan Serkis, den kann ich mich auch noch erinnern. Aber das überbleibt jetzt ganz dir. Wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen warten. Und sobald sich was ergibt, werde ich dann die nächste Episode machen. In der Zwischenzeit aber, ich lasse es jetzt mal so ein bisschen durchlaufen. Beim nächsten Mal dann, beziehungsweise jetzt wird es einmal 14 Tage oder 3 Wochen kein PES 2019 geben. Ich arbeite gerade am Minecraft Let's Play. Das wird ein bisschen, ich sage mal, die ersten 2 Episoden hast du schon gesehen. Der Spielstand aber jetzt ein bisschen verändern, weil ich was anderes geplant habe. Das wirst du dann alles sehen. Und wie gesagt, brauchst du nur ein paar Episoden zurückgehen, dann siehst du ungefähr, wie die Mannschaft drauf ist da, Norfolk, und der Rest ergibt sich dann.
Also dann, ich wünsche dir dabei was, einen schönen Sonntag noch und ja, man hört sich. Baba dabei.